Die Landwirtschaft prägt der Landschaft ihren Stempel auf. Die Betriebe werden immer größer, stehen oft wie Fabrikhallen und in Signalfarben auf der grünen Wiese. Zeugnisse einer Industrialisierung. Die Entwicklung verfolgt der Geschäftsführer des Architekturforums Allgäu, Franz Schröck, genau. Am Rand von Kempten startet er zum Streifzug durchs Allgäuer Alpenvorland beim Landwirt Richard Hieb. Man kann immer streiten, was passt in die Landschaft, was passt nicht in die Landschaft. Da im Hintergrund die Bergehalle, die hat man 1970 hat man die gebaut. Ich meine, das hat sich gut danach schon herausgestellt, dass die optisch gerade der große Hit ist. Aber es war halt damals so, reiner Zweckbau. Großer Fehler war dann vielleicht nur die Ethanitverkleidung. Damals und dann vor 15 Jahren die nächste Erweiterung. Richard Hieb stellt sich offen der Diskussion um Holz, Kunststoff und Gestaltung. Ja, das sind oft halt wirtschaftliche Überlegungen. Und ich meine, es ist immer, wenn die finanzielle Situation gut ist, dann macht man eher Zugeständnisse. Wenn es gar nicht total eng ist, wenn man in so einer Phase drin ist, dann fängt man wirklich zu Pfennigfuchsen an. Und das wäre zurzeit wieder der Fall. Ja. Darf ich da was erwidern? Also es gibt tatsächlich Beispiele, wo der Stall von der Stange keinen Cent mehr kostet wie ein gut gestalteter Stall von einem Planer, am Architekten. Und das hängt immer vom Wollen letztlich des Bauern ab, also sprich des Landwirts. Wenn der sagt, er spürt einfach eine Verpflichtung, erstmal sich selber gegenüber, aber auch der Gesellschaft, weil diese Bauwerke sieht man ja von weit her und sind gut einsetzbar und prägen unsere Landschaft. Wie sehr, das zeigt die Fahrt übers Land im Allgäu. In der voralpinen Landschaft im äußersten Südwesten Bayerns sind die Betriebe noch relativ klein. Die Ställe wachsen trotzdem in die Landschaft. In Weiler-Simmerberg hat der Biobauer Thomas Müller einen neuen Laufstall gebaut, mit Metall- und Kunststofffassade. Für einen jungen Landwirt ist es nicht leicht, die Herausforderung einer solchen Investition zu stemmen. Ja, wir haben vorher knapp 30 Kühe gehabt und wenn man sieht, dass so ein Bau 600.000 € kostet, dann sollte man das ja irgendwie wieder reinholen. Und dann ist es jetzt nicht 30 Kühe zu machen, sondern dann halt, muss man halt den Schritt machen auf 50 Kühe. Bloß so ist halt, hast du innen schön weiß und hell und ist auch abwaschbar. Und wenn du außer Holz machst, musst du es isolieren, dann musst du innen auch was machen. Gell? Und so klatscht die Dinge außer drauf und dann ist fertig. Man weiß nicht, was in 20 Jahren ist. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann sein, man muss mal 60 oder 80 Kühe haben, oder? Also so ist die Erweiterungsmöglichkeit ist gegeben. Unmittelbar prägt der Strukturwandel die Kulturlandschaft und die Art und Weise, wie hier heute gebaut wird. Die Betriebe waren immer weniger und waren immer größer. Und damit waren die Gebäude auch anders. Sie präsentieren sich anders in der Landschaft. Und das darf nicht einfach nur irgendwie passieren oder nur nach monetären Gesichtspunkten, sondern es muss halt einfach mit der Landschaft entwickelt werden und es muss eine Qualität bekommen. Dass es auch anders geht, zeigt sich ein paar Kilometer weiter hinter der Grenze in Österreich. Im Bregenzer Wald, wo die Landschaft auf den ersten Blick eine besondere Harmonie ausstrahlt. Und auf den zweiten Blick offenbart sie eine besondere Baukultur. Moderne Anbauten an bestehende Bauernhöfe fallen kaum auf. Ein Flachbau erweitert den alten Stall. Die Aufteilung in kleinere Einheiten wahrt die Proportionen. Mit einer einfachen, direkten Formensprache fügt sich die neue Holzarchitektur in die Natur der Bergwälder und die handwerkliche Tradition der Region ein. Der Milchproduzent Ingo Metzler ist mit seinem Bauernhof samt Sennerei ein Vorreiter der Regionalkultur im Bregenzer Wald. Er steht dafür, wie hier aus den alpinen Bedingungen ein erfolgreiches Gesamtkonzept gemacht wurde. Wir haben eine wunderschöne, intakte Natur- und Kulturlandschaft. Menschen, Tiere, kleine, überschaubare Einheiten, ein hohes Maß an Nachhaltigkeit.
Und in diesem Bestreben spielt natürlich auch die Architektur eine Rolle, weil wir ja das, was wir tun, dem Konsumenten zeigen möchten. Wir möchten den herholen, wir möchten dem zeigen, wie wir arbeiten und wie der Lebensraum unserer Tiere ausschaut. Und da gehört natürlich auch dazu, dass Architektur bei uns im Bregenzwald einen hohen Stellenwert hat. Und somit ist es naheliegend, diese Emotion, diese Geschichte Architektur auch in der Landwirtschaft zu nutzen. Der besondere Wert, der den Naturprodukten hier in der ganzen Gesellschaft gegeben wird, zeigt sich auch im Landschaftsbild. Und die Landesgrenze markiert einen kulturellen Unterschied. Zurück im Allgäu wird das sofort deutlich. Dabei sind die Bedingungen vergleichbar. In Betzigau bei Kempten bewirtschaftet der junge Bauer Ulrich Schindele seinen Milchbetrieb. Als er neu gebaut hat, hat er sich Rat beim Bauberater Konrad Knoll vom Amt für Landwirtschaft geholt. Die Dachkonstruktion selber ist eigentlich uralt bewährt, kennt eigentlich fast jeder. Ist ein ganz einfaches Sparrendach. Im Vergleich zum Hallenbau von der Stange, sind wir circa, ich habe die Angebote verglichen, um die 30.000 € billiger. Gefällt mir sehr gut, weil es einfach mit Naturmaterialien gebaut ist. Wir sehen eigentlich an der Konstruktion, die komplette Konstruktion ist aus Massivholz, nicht mal Leimholz, kein Stahl. Ein erster Schritt zu einer naturnäheren und landschaftsfreundlichen Bauweise, weil der Bauer es so wollte. Wenn er einen schönen Stall baut, bekommt er nicht mehr Förderung wie andere. Also die Gestaltung spielt bei der Förderung keine Rolle. Könnte man vielleicht künftig berücksichtigen. Ein Gedanke ist mir gerade gekommen, weil der Herr Knoll gesagt hat, da gibt es keinen Anreiz, sagen wir mal, für eine ästhetische Qualität. Vielleicht kann man versuchen mit dem Architekturforum zusammen, dass man irgendwie einen allgemeinen Preis für gelungene landwirtschaftliche Nutzbauten, landwirtschaftliche Gebäude einfach auslobt, um das gute Beispiel irgendwo in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, kann man nachahmen, macht Sinn. Ob die spontane Initiative Erfolg hat? Es hängt ab von dem Wert, den die gesamte Gesellschaft der Natur und den Naturprodukten gibt. Die alpine Architektur prägt eine der schönsten Landschaften Deutschlands. Und sie könnte, gerade auch im Sinn einer neuen Regionalkultur, Vorreiter sein.